diesem Social Media und Internet, ne? Aber jetzt hat es bei mir Ja, begonnen. genau, ja. Ja, hat begonnen. Okay, dann sage ich erst einmal einen schönen guten Tag. Nenad Živković, Sie sind der Pfarrer der serbisch-orthodoxen Kirchengemeinde in Augsburg. Genau. Sagt man Pfarrer auch? Ja, genau, Pfarrer, ganz normal, ja. Okay. Herr Živković, Sie nehmen sich Zeit ein bisschen für uns. Das freut uns sehr, weil wir sprechen über das Osterfest. Denn letzte Woche haben ja die Katholiken sozusagen ihr Osterfest schon hinter sich gebracht. Leider mit Einschränkungen und auch Sie sind diese Woche mit Einschränkungen dran. Auch die serbisch-orthodoxe Kirche, glaube ich, bleibt dieses Jahr erstmal zu. Es gibt keine Messe. Ja, genau. Also, wie wir alle wissen, wir befinden uns jetzt in dieser schwierigen Situation alle und zwar gemeinsam. Jetzt ist so, dass sich die ganze Welt darin befindet und in dieser Situation. Das heißt auch die Gläubigen, die Nichtgläubigen, Christen, die Nicht-Christen sind, alle. Wir sind jetzt dieses Jahr eine Woche später, was das Osterfest angeht. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Karwoche, alle Orthodoxen, und bei uns wäre jetzt am Sonntag natürlich Osten und es wird so sein. Allerdings sind alle Gottesdienste bei uns schon seit langem finden ohne die Gläubigen statt. Das heißt, ich, also der Pfarrer, feiert die Liturgie hinter geschlossenen Türen. Allerdings dann das wird jetzt auch so sein, in der Woche und auch danach, haben die Gläubigen die Gelegenheit, die Kirche einzeln oder als Familie zu besuchen. Das ist ja immer noch erlaubt. Mhm. Natürlich werden da die behördlichen Anordnungen eingehalten. Das heißt, der Abstand zwischen den Menschen mindestens oder ungefähr 2 Meter, ohne Kontakten und so weiter und so fort. Das ist für die Menschen jetzt wichtig, also für die Gläubigen, auch am Ostenfest da, zur Kirche kommen zu können, eine Kerze anzuzünden, was bei uns ein Brauch ist, dass Mhm. man ein kurzes Gebet vielleicht für sich spricht, für die Familie. Wie gesagt, das ist kein Gottesdienst, also das sind einzelne Besuche und es wird immer darauf geachtet, dass nicht viel zu viele zur gleichen Zeit in der Kirche sich Mhm. befinden. Ja. Und genau, also so wird es jetzt auch an Karfreitag, an Karsamstag und an Ostern sein. Also dieses So werden wir Wochenende. das handhaben, genau. Inwieweit Genau. unterscheidet sich das katholische Osterfest von Ihrem orthodoxen Osterfest? Ich würde jetzt sagen, dass es bei den Orthodoxen so ist, ähm, vielleicht ähnlich wie bei den anderen, auch bei den Katholiken, die sich überall auf der Welt befinden, dass es jetzt schwierig ist, über eine bestimmte Tradition zu sprechen, weil es zum Beispiel, was es in Griechenland typisch wäre, ist es vielleicht in Russland nicht und Mhm. umgekehrt. Was aber für alle sozusagen das Gemeinsame ist, sind natürlich die Ostereier, die man auch hier natürlich kennt. Mhm. Es wäre, also das ist so vielleicht so, was man hier teilweise schon vielleicht kennt, manche vielleicht nicht, ist es, dass Ostereier traditionell nur rot gefärbt werden. Heutzutage ist so nicht mehr der Fall. Es werden unterschiedliche Farben benutzt und Deko und so weiter. Mhm. Und dann, wenn man daheim ist, nach dem Gottesdienst, äh, wo ein festliches Mittagessen sozusagen zubereitet wurde, würde man ein Gebet sprechen, in der Regel Vater Unser, eine Kerze anzünden, vielleicht auch Weihrauch. Und das Erste, was man essen würde, wäre natürlich dieses Osterei. Und zwar so, das heißt auf Bayerisch, soweit ich weiß, Becken. Das heißt, dass Eier gegeneinander geschlagen werden, also zwei Personen, also jeder nimmt sich ein Osterei und Mhm. dann wird versucht natürlich das Ei des Gegners sozusagen zu brechen. Und der Gewinner ist natürlich derjenige, dessen Der ein Eier ganzes. unversehrt. Genau, Mhm. ja.
und dann geht es weit einfach so familiär. Und da kommt natürlich auch die Frage, Sie leben ja jetzt in einem katholischen Ort, also Augsburg, aber auch Genau. das Bundesland Bayern ist ja sehr katholisch geprägt. Wie ist es für Sie, Ihren orthodoxen Glauben hier auszuleben? Gerade Weihnachten wird ja hier sehr groß zelebriert. Feiern Sie einfach mit Weihnachten, wenn bei uns Heiligabend ist, oder beobachten Sie das, aber freuen sich natürlich ausschließlich auf Ihr Weihnachten am 7. Januar? Es ist natürlich so, wir haben auch vor Weihnachten, genauso wie jetzt vor Ostern, eine relativ lange Fastenzeit. In der Fastenzeit isst man bei den Orthodoxen kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Eier. Das ist im Endeffekt vegan. Wobei man unter bestimmten Ausnahmen zum Beispiel Meeresfrüchte oder sogar Fisch essen kann. Also nicht jetzt komplett vegan, aber jetzt sozusagen halb vegan im Sinne, dass man kein Fleisch und Eier und so weiter isst. Das heißt, wenn hier diese sehr schöne winterliche Vorweihnachtszeit beginnt, können wir jetzt in dem Sinne nicht daran so ganz teilnehmen. Aber wir können natürlich, wir leben ja auch wir fühlen auch die Atmosphäre. Das ist etwas, was man hier sehr deutlich spüren kann. Also das ist etwas, was, ich glaube, jeden Menschen hier bewegt, auch wenn er nicht gläubig ist, auch wenn er vielleicht einer anderen Konfession ist. Das heißt, es ist für uns ja auch klar, dass wir da dabei sind sozusagen. Unser liturgisch gesehen, also kirchlich gesehen, feiern wir natürlich erst 13 Tage später. Also wir feiern dann Weihnachten am 7. Januar. Es gibt, da muss man auch sagen, natürlich nicht wenige Familien, die jetzt deutsch-serbische Familien sind oder kroatisch-serbische, wo es diese Mischung aus katholisch und orthodox gibt, wo man natürlich beides feiert. Weil das ist natürlich auch schön, ja. Ein Familienmitglied feiert am 25., einen am 7. Januar und das ist natürlich auch schön. Meine Frau ist auch eine Deutsche und wir sind dann, also ich habe das natürlich wegen meinen Schwiegereltern. Klar, ich werde auch mit ihnen auch feiern, wenn ich kann, natürlich, wenn mir die Zeit erlaubt, dass ich bei ihnen vielleicht zum Besuch bin. Genau, also das ist ja ganz normal. Wir sind dann alle sozusagen Christen und es wäre auch in Ordnung, dass man beide Traditionen irgendwie auch so vom Leben her wahrnimmt. Das ist eine schöne Message, die Sie uns gerade mitgegeben haben. Genau, jetzt kommen wir natürlich gerade auch zu Traditionen oder Bräuchen. Weihnachten, wie Sie Weihnachten feiern. Sie feiern ja auch wunderschön Weihnachten. Ich habe das ja auch oft miterleben dürfen, gerade wenn ich in Serbien bei Freunden war. Es ist ein anderes Weihnachten, aber ein wirklich sehr, sehr schönes. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Brauch, den ich ganz toll finde. Also wer schon mal in Serbien war, hat eine Slava mit Sicherheit miterlebt. Slava ist etwas sehr, sehr Schönes in ihrem Glauben. Das heißt, da feiern die Gläubigen den Namenstag des Heiligen, der ihnen zugesprochen wurde, familiär. Und das feiert man mit ganz viel Essen und Getränken. Die Tür bleibt sozusagen auf und jeder ist herzlich willkommen an dem Tag. Also es ist eine sehr schöne Message. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten gibt es ja wirklich viele Menschen, die in Not geraten sind. Wir finden gerade in Augsburg zum Beispiel diese Gabenzäune, die sehr toll sind. Das heißt, der Bürger füllt eine Tüte voll mit Essen, hängt sie an den Zaun und jeder, der eben Hunger hat oder der einen Bedarf hat, kann sich so eine Tüte nehmen. Kann man denn eine Slava organisieren, gerade jetzt natürlich ist es Tradition, es gibt einen Termin immer, wann ist denn der Namenstag, aber wäre das möglich von Ihrer Kirche, dass man sagt, man organisiert jetzt einfach eine Slava für Menschen, die in Not geraten sind durch diese Corona-Krise und lädt sozusagen die ein zum Essen und zu trinken? Ja, also vielen Dank für die Frage. Also ich möchte nur am Anfang was klar ein bisschen erklären. Es ist nicht in dem Sinne ein Namenstag. Also das ist Slava ist auf Deutsch würde man sagen Schutzheilig, also Schutzpatron. Das heißt, das ist ein Familienfest schlechthin. Das hat nicht nur mit einer Person, mit einem Namen zu tun. Es ist eine sehr lange Tradition und es gibt unterschiedliche Theorien, woher es kommt. Aber es kann ja sehr wohl sein, dass es auch damit zu tun hat,
dass irgendwann früher vor mehreren Jahrhunderten also Vorfahren der Familie an diesem Tag oder zumindest in Bezug mit dem bestimmten Heiligen, sagen wir jetzt Heiligen Georg, Christen geworden, also getauft wurden. Und aus diesem Grund sozusagen wurde dieser Feiertag, es gibt viele, am meisten werden zum Beispiel Heiliger Nikolaus gefeiert, was dann bei uns am 19. Dezember ist, wieder diese 13 Tage Unterschied. Dann der Valentin, dann der, ja. Genau. Deswegen ist das in dem Sinne kein Namenstag, sondern ein Familienfest oder genau, also Schutzheiliger der Familie. Und Sie haben das auch erwähnt, das ist ja tatsächlich so, dass man das sehr schön vorbereitet, die ganze Feier. Es gibt sehr viel zum Essen, zum Trinken auch. Das ist traditionell natürlich so, was am wichtigsten wäre es natürlich, das muss ein Pfarrer jetzt natürlich sagen, dass man an dem Tag natürlich in die Kirche geht, am Gottesdienst teilnimmt und erst dann vielleicht erstmal in einem vielleicht ein bisschen ausgebauten Familienkreis das feiert. Aber es hat sich natürlich auch so etabliert, dass man heutzutage, das heißt es in Serbien, ich glaube in Bosnien auch so, dass man zur Slava nicht eingeladen wird, sondern jeder, der da vorbeikommt, er ist herzlich willkommen. Und jeder weiß, zum Beispiel meine Freunde wissen, dass ich an dem Tag meine Slava feiere und sie brauchen ja keine Einladung, sie kommen einfach, wenn sie können. Inzwischen ist es natürlich auch in größeren Städten, dass man natürlich einlädt und dass es ein bisschen anders läuft. Aber genau, deswegen wollte ich jetzt das ein bisschen klären und aus diesem Grund sagen, dass es in diesem Sinne so eine Slava, was Sie jetzt erwähnt haben, nicht so vielleicht ganz denkbar wäre. Das heißt aber nicht, dass wir als Gemeinde hier nichts tun, ganz im Gegenteil. Also wir sind stets nicht nur bemüht, wir sind stets aktiv, den Leuten, die die Hilfe brauchen, zu helfen, sei das eine Spende, sei das Hilfe im Alltag oder etwas anderes, wenn jemand krank ist. Gerade jetzt haben wir zum Beispiel auch Nachbarschaftshilfe organisiert für die älteren Personen, für manche andere, die auf irgendeine Weise Hilfe brauchen. Das heißt, es kommen immer nicht nur von mir natürlich, es kommen auch Initiativen von Gemeindemitgliedern. Das ist ja auch gut so und es ist ja auch in Ordnung und normal. Also wir als Christen müssen uns immer auch unserer Nächstenliebe bewusst sein. Und dass die natürlich nicht nur irgendwo in Theorie oder genau, sondern dass sie auch gelebt werden muss. Dass sie auch gelebt wird, genau, das ist sehr wichtig. Und daher meine letzte Frage und mit Sicherheit auch die wichtigste für mich persönlich. Sehen Sie sich gerade jetzt in der Corona-Zeit verpflichtet, eben als Glaubensvertreter, einfach wirklich nochmal explizit auf Solidarität und ein Miteinander hinzuweisen, weil gerade der Glaube wurde wirklich in der Vergangenheit, das wissen wir einfach, immer sehr oft dafür genutzt, um Hass zu verbreiten. Absolut. Also ich finde, dass da die Frage vielleicht nicht unbedingt so gestellt werden muss, weil bei den Christen, vor allem auch bei man anderen Religionen, ist das so, dass man nie, wenn man ehrlich ist, wenn man sich wirklich mit seinem Glauben auseinandersetzt, dann muss man es wissen, als Pfarrer genauso wie als ein Gläubiger, dass es nirgends einen Platz gibt für für irgendeine Art Diskriminierung. Also und für irgendeine Art, um Gottes Willen, Hass. Ich würde sagen, was Sie erwähnt haben, die Geschichte hat uns sehr viel gelehrt, sozusagen. Wir haben sehr viel schon gesehen in der Geschichte. Ich würde sagen, dass der Glauben an sich, vielleicht nicht der Glauben an sich, aber es wurden immer unterschiedliche Strukturen da missgebraucht, auf unterschiedlichen Weisen natürlich. Wir sind heute, finde ich glaube, ich hoffe, in einer, als Zivilisation vielleicht, in einem
in einer Phase, wo wir uns sehr viel oder viel mehr bewusst sind, was das bedeutet, wenn etwas sagt und wie man was sagt, wie man predigt als Pfarrer oder einfach, wenn man kommuniziert. Deswegen glaube ich, dass wir ich als Pfarrer oder als jemand anderer, als andere Pfarrer, katholisch, evangelisch, mit einer anderen Religion, dass wir nicht nur jetzt oder auch nicht betont jetzt in dieser Krise auf diese Sachen achten und diese Sachen nochmal betonen müssen, sondern dass das etwas ist, was zu unserem Glauben a priori, also per se gehört. Das ist etwas, was wir nicht und nie ausblenden können. Das ist wunderschön. Trotzdem ist es wichtig, es einfach auch heute nochmal auszusprechen, weil wir eben gerade in der Vergangenheit gesehen haben, auch, sage ich jetzt mal, Gläubige, die sich gegen andere Religionen einfach negativ aussprechen, weil sie sagen, hat nichts in meinem Land zu tun. Daher finde ich das sehr wichtig, dass wir uns, dass Sie da nochmal klare Worte auch dafür finden. Ihre Gemeinde ist in Augsburg, Oberhausen, oder? In Oberhausen. In Oberhausen, genau. Und trotzdem ist die Tür für jeden offen, egal ob Genau. orthodox oder nicht. Daher man kann gerne vorbeikommen und Sehr trifft sie gerne. dort auch an. Ich finde mit Sicherheit den Weg zu Ihnen. Auf jeden Fall mal vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass Sie trotz dieser Umstände ein schönes Osterfest verbringen können mit Ihrer Familie. Und natürlich, wenn einzeln die Familien in Ihre Kirchengemeinde kommen, dass Sie zumindest da nochmal kurz den Kontakt haben. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch schöne Tage und dass wir alle gesund bleiben. Das ist jetzt auch wichtig und natürlich, dass wir auf anderen Nächsten auch aufpassen. Also ich wollte wohl sagen, dass die Zeit jetzt, auch wenn man jetzt nicht zum Gottesdienst gehen kann, das ist für uns, für Christen insgesamt eine Zeit, wo wir wirklich auch Geduld zeigen müssen, aber auch auf eine andere Art und Weise, also eine sehr, sehr lebendige sozusagen, unseren Gottesdienst im Alltag leben sollen. Wenn wir jetzt nicht einfach zur Kirche zum Gottesdienst gehen können. Und ja, ich bedanke mich für das Gespräch und für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und Sehr gerne. Ich mich auch. herzlich Danke. willkommen. Danke. Danke. Vielen Dank. Auf Bitte, Wiedersehen. Wiedersehen.